Hi zusammen, ich bin Anita und ich mache Videos über Passerelle, Berufsmatur, was auch immer ihr wissen wollt. Und vor ein längerer Zeit habe ich ein Video gemacht über die Berufsmatur und jemand in den Kommentaren gefragt, ob ich spezifisch was zu den Wirtschaftsfächern sagen kann. Ich habe kaufmännische Berufsmatur. Bei mir war es ein bisschen anders, weil ich die Wirtschaftsmittelschule gemacht habe, das wird auch Handelsmittelschule genannt. Und ich also 3 Jahre Schule und 1 Jahr Praktikum hatte und ich dann die Berufsmatur mit dem EFZ zusammen bekommen habe. Also die Wirtschaftsfächer. Also bei uns hat das eine Fach Betriebswirtschaft, Recht und Volkswirtschaft geheissen und das andere halt eben Finanz- und Rechnungswesen. Also für Betriebswirtschaft, Recht und Volkswirtschaft, also das eine Fach, hatte ich im BM-Zeugnis 5,3 und bei Finanz- und Rechnungswesen ein 4,5. Ja, also das zeigt schon mal, für was ich mich mehr interessiert habe. Ja, ich bin nie wirklich ein Fan vom Rechnungswesen. Aber egal, ich kann gleich ein paar Tipps geben. Aber zuerst einfach mal zu, ich nenne es einfach mal Wirtschaft als sich. Aber ja, es ist Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Recht zusammengefasst. Okay. Dort, das habe ich immer eigentlich mega cool gefunden. Das Einzige, was dort ist halt, es gibt viele Definitionen, viel zum Auswendiglernen. Und was ich jeweils gemacht habe, ist, ich habe auf Quizlet, ich verlinke es unten, falls ihr es nicht kennt, so Karteikarten erstellt. Das habe ich auf dem PC gemacht. Und es gibt auch eine App zum Abladen, so könnt ihr nachher mit der App lernen, wenn ihr unterwegs sind. Es gibt einfach so viele Bereiche, also zum Beispiel bei Betriebswirtschaft, Marketing oder so. Dann haben die verschiedene Definitionen und das müsst ihr alles können. Also da lohnt es sich vielleicht eher so ein bisschen auf Karteikarten zu setzen. Bei gewissen Konzept würde ich empfehlen, Videos zu schauen. Ich verlinke euch einen Kanal unten. Also ich rede die ganze Zeit über das Simple Club, auch was Passerelle und so angeht, weil die machen wirklich so einzelne Gebiete. Also sie machen wirklich super Erklärungsvideos. Allerdings mit einem kleinen komischen Humor, aber egal. Sind auch ein Kanal, der mit Wirtschaft zu tun hat. Was Volkswirtschaft angeht, machen sie wirklich gute Videos. Also, aber es gibt natürlich auch sehr viele andere YouTube-Kanäle, die sich mit dem auseinandersetzen. Also wenn ihr so ganze Konzept verstehen wollt, würde ich das wirklich empfehlen. Ihr könnt euch auch selber ein bisschen bildlich darstellen mit einem Mindmap zum Beispiel. Ja, so habe ich eigentlich mehr oder weniger gelernt. Also, wie ich Berufsmatur gemacht habe, jetzt die Videos von der Simple Club noch nicht gegeben, aber ja. Was auch noch interessant war, das haben wir als Klasse gemacht. Jeder hat ein Thema bekommen und dann musst du so wie Prüfungsfragen vorbereiten für die anderen. Und das haben wir auch, ich weiß nicht, ob es Quizlet war oder irgendeine andere Seite, wo du Karteikarten machen kannst. Und dann haben wir einfach so viele quasi Prüfungsfragen gehabt. Und mit dem das haben wir wirklich als Klasse zusammen gemacht. Also unsere Lehrerin wollte, dass wir das machen. Und das war mega cool, weil dann hast du wirklich sehr gut üben. Und ja, das könnt ihr vielleicht auch machen. Also wenn ihr das nicht als Klasse macht, einfach mit ein paar anderen Kollegen, dass ihr euch so ein bisschen aufteilt und dann einfach zusammen die Karten macht, also bei online. Weil das könnt ihr auch freigeben für andere Leute oder auch ganz öffentlich machen. Also könnt ihr das auch machen. Ja, also eben mit Karteikarten lernen ist genial. Natürlich, wenn ihr, das ist wahrscheinlich vor allem für die Abschlussprüfung, alte Prüfungen zur Verfügung habt, würde ich die mit denen lernen oder auch halt einfach mit alten Prüfungen unter einem Jahr. Also ich würde grundsätzlich eben, das habe ich glaube ich auch beim BM-Video gesagt, unter einem Jahr euch einfach viel Mühe geben und dann das Wissen, das habt ihr dann auch für die Abschlussprüfung. Ganz einfach gesagt, je mehr Mühe ihr euch unter einem Jahr gebt, desto einfacher wird die Abschlussprüfung für euch sein. Das ist auch bei diesen Fächern der Fall. Bei Recht jetzt konkret, dort müsst ihr wirklich mit dem Gesetz arbeiten. Schaut das gut an. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, wie das Gesetz nicht mal aufgebaut ist, sondern wie die Formulierungen im Gesetz sind. Es fällt der einen leichter als der anderen, aber je mehr ihr euch das anschaut und je mehr Beispiele ihr macht, desto klarer wird es. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Zum Teil erlaubt es euch, dass ihr Markierungen macht, zum Teil erlaubt es euch, dass ihr Zellen rein tut und vielleicht, dass ihr sogar die Zelle anschreiben dürft. Die Prüfung an sich, ich meine, es ist schon mega lange her für mich, ich versuche mich daran zu erinnern, war ja mehr so von wegen
Sie erzählt einfach so ein bisschen, was passiert ist und du musst vor allem einfach dann sagen, so ja, anhand von dem Artikel wird er noch, keine Ahnung, 2000 Franken erben oder was auch immer. Es sind einfach eher so Aufgaben, wo es so ein bisschen in einen kurzen Fall geht und ihr einfach sagen müsst, welche Artikel man anwenden muss. Was auch interessant ist, es gibt zum Teil, also ich hatte die kaufmännische Ausgabe vom ZGBOR und zum Teil gibt es so Fußnoten, wo ich ziemlich weiterhelfen kann. Also schaut, ob das der Fall ist. Ja, aber einfach unterschätzt den Teil, der mit dem Recht zu tun hat, von der Prüfung nicht. Aber weil es so quasi eigentlich 3 Fächer in einem sind, also Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Recht, macht das vielleicht ein bisschen Angst, dass es so viele verschiedene Informationen sind. Und wegen dem würde ich halt eben unter einem Jahr so die Materialien vorbereiten, so Karteikarten, Mindmaps oder was auch immer. Und dann zum Lernen würde ich es auch ein bisschen separat machen. Also zum Beispiel an dem Tag lerne ich Betriebswirtschaft, an dem Tag lerne ich Volkswirtschaft, an dem Tag lerne ich Recht. Und ich habe mir das auch wirklich so aufteilt, dass ich so ein bisschen einzelne, dass ich all so ein bisschen auch innerhalb von diesen einzelnen Teilen so ein bisschen aufteilt. Also irgendwie, das ist Marketing, keine Ahnung, das ist von Volkswirtschaft jetzt Angebot und Nachfrage, was auch immer, also so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen aufgeteilt habe und dann die einzelnen Themen angeschaut habe und so habe ich eigentlich dafür gelernt. Ja, das ist so ein bisschen eben der Wirtschaftsteil. Dann Finanz- und Rechnungswesen. Dort ist Theorie extrem wichtig. Dort ist es wichtig, dass ihr die richtigen Buchgesetze bildet. Und das bedeutet, dass ihr vor allem üben müsst. Also unter einem Jahr, oder? Macht immer die Aufzüge, sind im Unterricht. Ihr müsst verstehen, gewisse Sachen sind einfacher als andere. Schaut die Theorie an, schaut die Aufgaben an, die ihr schon mal gelöst habt. Wenn etwas nicht klar ist, was macht ihr? Ihr geht zu der Lehrperson. Dort müsst ihr wirklich üben, es ist wie in der Mathe. Also, dort müsst ihr einfach Aufgaben lösen. Ja, okay, es ist einfacher gesagt als gemacht. Wenn ihr für die Abschlussprüfung lernt, schaut eure alte Prüfung unter einem Jahr an, schaut alte Abschlussprüfungen an, meine ich. Was ich auch noch gemacht habe, ist, wir haben das Buch gehabt, ich glaube noch ein anderes. Ah ja, das ist 2. Und ich habe das Lösungsbuch dazu gekauft. Ist optional, aber es hat schon etwas gebracht, weil einerseits, ihr macht wahrscheinlich nicht alle Aufgaben, also habt ihr mit dem Lösungsbuch könnt ihr die anderen auch noch machen. Wenn ihr das Lösungsbuch habt, sind ihr einfach ein bisschen sicherer, ihr könnt die Aufgaben auch lösen und kontrollieren, wo ihr nicht in der Schule macht. Also wenn ihr, aber zu diesem Buch gibt es sicher ein Lösungsbuch. Wenn ihr andere Bücher habt, würde ich auch nachschauen. Ich meine, es sollte es eigentlich schon geben, weil eure Lehrperson hat das. Aber sonst kann ich eigentlich eben gar nicht mal so viel dazu sagen, weil es ist wirklich, ja, ein bisschen Übungssachen. Bei mir war es halt so, gewesen, ich bin nie so ein Fan von eben Rechnungswesen. Und wegen habe ich auch nie wirklich gelernt und das Zeug gemacht. Ja, ich bin da in dem Fach bin ich jetzt wirklich kein Vorbild. Wenn ihr spezifische Fragen habt und ihr etwas nicht vom Fach versteht, würde ich wirklich die Lehrperson fragen. Oder euch halt in eine Lerngruppe zusammensetzen, das kann auch helfen. Solange es nicht zu viele Leute sind, ich würde sagen maximal zu dritten. Weil je mehr Leute es sind, desto mehr kommen individuelle Fragen und dann ist es einfach ein Chaos. Aber ich habe gedacht, das vielleicht mache ich das Video. Ich weiß nicht, wie hilfreich das war. Ich verlinke den Wirtschaftskanal unten. Schaut den an, das ist wirklich gut. Und ja, ich hoffe, das war mehr oder weniger hilfreich für die Leute, die Passerelle machen. Es kommt noch ein Video zum Zeitmanagement. Und ja, falls ihr noch andere Vorschläge habt oder was noch anderes Zeug gibt, wo ihr gesehen wollt, schreibt es einfach in den Kommentaren. Merci fürs Zuschauen, viel Glück bei den Prüfungen und ja, man sieht sich im nächsten Video. Tschüss!